Rückst du jet, wat die Bure stinke, und der mit der blaue Rock, der stinkt besonders jod. Kennt ihr auch das Lied, das sing ich immer, hör ich es mit, wenn es bei der Kirmes gespielt wird. Ich weiß ja nicht, wie das richtig hieß. Und wenn ich drüber nur denke, ist das für mich eine Jung, jetzt das schrieben. Meine Großeltern und later meine Oma, meine Oma, haben einen kleinen Bauernbetrieb mitten in der Dorf. Und wie das früher so war, wurde die Kühe durch die Straße getrieben an der Kirche vorbei, nach Bruck. Nun kann man sich vorstellen, dass die Tiere uns jetzt fallen ließen, bevor sie in das Bruck ankommen. Es würde keinem ingefallen, mit einer Bessen dahinter zu laufen. Das blieb liegen und stunk. Von dem Mieshof, der mitten auf der Hof lag, kam auch eine Jurek nach Bute. Männlich in der trockene Nas, wenn er langs das Haus ging. Er war allkommen so das oberste Melkkohle. Das hat aber keine jetzt. Ich habe mich bloß geärgert, wenn wir uns mit der Papute getagt haben, dass die immer aus U-Triebe mit Stinkbauer. Und für mich war das ja eine gewöhnliche Rührung und keine Gestank. Mussten heutzutage an einen Schweinemastbetrieb oder an einen Geflügelmastbetrieb vorbeikommen. Dann muss ich sagen, das stinkt ganz gewaltig. Das ist einfach der rote Hub von den Tieren. Dafür legen die Betriebe ihr Bute in das Feld, wo keiner wohnt. Die Kinderzeit ist lang vorbei. Aber du kannst dich doch an viele Dinge erinnern. Egal, was du für eine Nase hast. Ein kleine, ein Joghurte, ein Himmelfahrtsnas, ein Knollennas, ein Stupsnas oder ein Rotznas. Die tun all dasselbe Dienst. Ruke kannst du doch mit all gut. Schön bruckt die nicht Sinn. Meine Pap sagt immer, wenn der eine Sorg mit dem krummen Nas, ein schöner Giebel ziert das Haus. Aber das bloß Lehrerin. Apropos Rotznase. Edel hat die Nase an sich. Es dürft immer zwei sehen. Ab und zu kommt uns jetzt die Nase rot. Kleine Kinder brauchten früher keine Technik. Ein paar lange Mohe dingen nicht auch. Und Mam hau ja eine Schützel an. Bevor es Samstag gebadet wird, kusch man uns in der Hemde rotzen. Man kriegt ja jetzt Neues für Ande tun. Ich han uns einen alten Mann gesehen, der sich die Nase zwischen zwei Finger kriegt und in eine Strahl auf die Stroh trotzte. Ich hatte das probiert, es hätte aber nicht geklappt. In meinen Ohren ist die Nase das Beste, was wir nicht gesehen haben. Gut genommen von den Ohren natürlich. Wenn du die Nase nicht hörst, würde die Ohren dich auch nichts nützen. Du brauchst bloß an ein Stück Fleisch oder an eine Würste Ruke, dann weißt du genau, ob das gut ist oder also ein bisschen älter. Mag die Ohren zu und rugens an eine Pirsch. Da kannst du genau dich vorstellen, wie der schmeckt. Jede Gerührung von Erdesdinge sättigt, ob du das hier ätzt oder nicht. Rückst du jetzt Leckeres, kriegst du direkt eine Jürmer oder nur. Rugens an ein Glas Wein. Da kannst du das in Gedanken schmecken und da hinterher trinken. Ist das nicht schön? In den Supermärkten wird da lang Reklame gemacht. Bloß du gerührt. Was meint ihr, warum die meisten heutzutage ein Brot in das Geschäft backen? Allein wie jeder gerührt. Da drückt dich rein, du willst dich gut und kriegst Hunger. Und das ist gut für die Geschäfte.
Weder noch, wie ein klein Kind rückt, da küchst ihm abfrierte. Wenn du bei Pap und Mam in der Arm los, wat wor dat gut? Ich ruget noch hüt. Jeder Mensch hätte eine Ehe gerügt. Davon kommt das Wort. Eine nicht rugen können. Und damit der Gerüg wird jed, diese mit Parfüm und Deo, alles wird büffe. Stinkst du der Hals, hier wird dir auch jetzt für. Bloß der Ehehund kann ich da noch kennen. Und eine rote Hob von Lü. Er war nicht bloß Menschen, hatten eine Gerüg an sich, auch Häuser, Keller, jede Schule, jede Klasse. Du kannst so ja unser Herrjahr trugen in der Kirche. Du kannst Christmas ruken, Frühjahr, Sommer und Herbst. Wie es in eine Busch rückt, wird jeder. Dass die meiste Blume gut ruken, ist auch bekannt. Man kann von einem auf das andere kommen. Ich küche noch 100 Dinge abtellen und so jeder durch sicher auch. Es gibt viel Sprüche, die belegen, wie wichtig die Nase ist. Der eine feine Nase hat, das ist doch ein gemäckter Mann. Der hat auch genug Geld in der Böll. Und dann kannst du sagen, Geld stinkt nicht. Es gibt Lü, die sind immer Nase vorab. Die wird überall Bescheid. Und alle Nase lang haben die jetzt Angst. Und wenn es mich nicht passt, dann geht es mich nicht nach der Nase. Der Sprüch von der Johannes Loddigen Südfort. Eine Nase weiß, eine Nase wies kennt jeder. Und ein klein rotznass war früher all. Wenn die Ohren later schleit werden, geht die Nase immer noch. Ich kusch noch nicht mehr ohne Brille lese. Da ist die Nase auch noch gut für. Du kannst nichts mehr schmecken ohne die Nase. Die Ohren machen dich Lust auf die Erde, aber es kommt in der Mund nicht an. Ich möchte jedenfalls meine Nase nicht missen.